zunächst das Wort an Dr. Benjamin. Ja, meine Herren, glaube ich, meine Damen und Herren, Entschuldigung, ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen. Der Grund, weswegen wir Sie heute hierher gebeten haben, ist eine gestrige Sitzung des Aufsichtsrates der Eintracht Frankfurt Fußball AG. In dieser Sitzung haben wir gestern 3 Entscheidungen getroffen. Die erste, wir haben den Vertrag von Herbert Bruchhagen, der, wie Sie alle wissen, am 30.06.2012 ausgelaufen wäre, um 2 Jahre verlängert, also bis Mitte 2014. Zum anderen haben wir Axel Hellmann, der hier ganz rechts von mir sitzt und den Sie sicher auch alle kennen, Vizepräsident der Eintracht Frankfurt Fußball, nicht Fußball, sondern Eintracht Frankfurt e.V., so, zum Mitglied des Vorstandes der Eintracht Frankfurt Fußball AG, und zwar ab 1.07.2012 für die Dauer von 3 Jahren bestellt, und wir haben zum Dritten entschieden, dass der Vorstand künftig aus 2 Mitgliedern besteht. Wir haben mehrere Ziele mit diesen Entscheidungen verbunden, die übrigens einstimmig und einvernehmlich von allen 9 Mitgliedern des Aufsichtsrates getroffen worden waren. Diese Ziele sind einmal eine Kontinuität in der soliden Führung und der soliden Arbeit des Vorstandes der AG, die insbesondere durch die Person von Herrn Bruchhagen gekennzeichnet ist. Wir haben ihn deshalb gebeten, diese 2 Jahre noch weiter zu arbeiten und selbstverständlich in der laufenden Bestellungsperiode, die ja bis 30.06.2012 geht, zusammen mit Thomas Bröckel und Klaus Lötzbeier das große Ziel wieder zu erreichen, dass wir in der Normalität der Bundesliga spielen in der nächsten Saison. Wir haben zum anderen nach den vielen Diskussionen, die wir da durchaus ja auch im Vorstand und in Aufsichtsrat in der Vergangenheit hatten, eine Diskussion auch wieder geführt, wie die Verzahnung, die bessere Zusammenarbeit zwischen der AG und dem Verein sichergestellt werden kann, und denken, dass mit Axel Hellmann, einem Mann, der sehr lange schon bei den Vereinen Verantwortung trägt und ja auch lange in der AG als Aufsichtsratsmitglied Verantwortung trägt, wir eben eine Persönlichkeit bestellen, die hier weitere Fortschritte in dieser Zusammenarbeit bringt. Wir denken da vor allem an die Talentförderung. Sie alle wissen, dass wir dieses schöne und durchaus ja auch konkurrenzfähige Leistungszentrum am Niederwald gemeinsam eröffnen konnten, weil der einen Verein eröffnet hat, aber ich durfte ja auch mit dabei sein. Und hier geht es eben darum, auch diese Dinge kennen Sie, dass die Vereine immer stärker um noch jüngere Spielertalente werben, dass es also keineswegs wie früher selbstverständlich ist, dass ein junger Spieler, der eine aussagendes Fußballtalent ist, in Raum Frankfurt, Rhein-Main oder in Hessen den Weg zur Eintracht Frankfurt findet, sondern dass er häufig eben auch durchaus mal abgeworben wird. Hier wollen wir eben auch nochmal durch eine bessere Zusammenarbeit der beiden Institutionen von Eintracht erreichen, dass hier eben das nicht mehr passiert und wir attraktiver noch werden für diese jungen Leute und ihre Eltern, denn mit Appellen alleine kommen wir hier nicht weiter. Das zweite Gebiet, wo wir eben Möglichkeiten sehen, die Zusammenarbeit zu verbessern, ist Marketing. Sie alle wissen, dass wir neben dem harten Abstieg mit einem sehr sichtbaren sportlichen Misserfolg in der vergangenen Saison durchaus ja auch uns Gedanken machen müssen um die wirtschaftliche Lage der AG. Und es kommt dann immer darauf an, dass wir beide Seiten eben hier ansehen. Das eine ist natürlich, dass wir am Aufwand sparen, aber das andere ist natürlich auch die Ertragssteigerung. Und hier sehen wir durchaus noch Möglichkeiten, gerade auch wenn die beiden Institutionen, eben AG und e.V., besser zusammenarbeiten, etwas zu tun, auch mit neuen Ideen, vielleicht mit neuen Produkten, mit einer neuen Attraktivität für Firmen, die Eintracht Frankfurt unterstützen wollen, und vielen anderen mehr. Ein drittes Feld, mit dem wir uns ja aktuell ganz stark beschäftigen müssen, ist das Phänomen der gewaltbereiten Fans.
Hier gibt es ja vielfältige Diskussionen auf den verschiedensten Ebenen des deutschen Fußballs, aber selbstverständlich auch hier in der AG und im Verein. Auch hier müssen wir ganz sicher noch stärker, und das ist keine Kritik an der Vergangenheit, wenn ich das sage, zusammenarbeiten. Das ist eine echte Gefährdung von vielen Zielen, die auch wir uns vorgenommen haben. Es gibt durchaus eben auch schon Kritik bei Sponsoren, wie Sie wissen, die eben ihre Marke nicht im Zusammenhang mit diesen Vandalen, diesen Ausschreitungen beschädigt wissen wollen. Und auch hier müssen wir handeln, um eben auch die Eintracht in ihrem Image sicherzustellen, aber zum anderen eben auch um die wirtschaftliche Situation nicht noch zu verschärfen, dadurch, dass irgendjemand absprengt. Wir haben mit Herbert Bruchhagen einen Vorstandsvorsitzenden, meine Damen und Herren, der über viele Jahre das Gesicht von der Eintracht Frankfurt Fußball AG in der Frankfurter Stadtgesellschaft, in der Region und darüber hinaus ist, der zum anderen, wie ich denke, keiner seiner Vorgänger verzahnt ist mit den Institutionen des deutschen Fußballs. Sie alle wissen, dass Herbert Bruchhagen seit vielen Jahren, und das ist sicher etwas, worauf wir stolz sein können, im Vorstand der DFL mitwirkt und in vielen anderen Institutionen tätig ist und ein hohes Ansehen nicht nur hier, sondern in der gesamten Fußballwelt auch international genießt. Wir wollen dieses Ansehen, dieses Wissen und auch das, was hier in den vergangenen Jahren geleistet wurde, mit ihm in der Zusammenarbeit fortsetzen. Ich habe die Erwartung, die im Moment natürlich ganz im Vordergrund steht, schon geäußert. Der Aufstieg muss gelingen. Wir alle, die wir hier sitzen, sind überzeugt, dass er gelingt. Und die Ergebnisse sprechen ja im Moment auch dafür. Das muss sicher bei jedem Spiel neu erarbeitet werden. Axel Hellmann habe ich kurz gekennzeichnet. Ich will, damit ich vielleicht einer Frage schon vorgreife, die Sie gleich stellen werden, sagen, dass wir uns einig sind, dass Axel Hellmann nicht der Nachfolger von Herbert Bruchhagen wird. Das ist nicht ein Misstrauensvotum oder irgendetwas in dieser Richtung gegen Axel Hellmann, sondern wir sind der Meinung, dass nach Herbert Bruchhagen ein Mann, denke ich mal, vielleicht auch eine Frau, von außen gefunden werden soll. Und wir werden dazu auch die Hilfe von uns, das Netzwerk von Herbert Bruchhagen nutzen, um hier eben auf dem Niveau, auf dem wir im Moment den Vorstandsvorsitz besetzt haben, auch künftig in einer Zeit nach Herbert Bruchhagen die Eintracht Frankfurt Fußball AG führen zu lassen. Ja, vielleicht das von mir zunächst mal. Ich denke, ich habe die wesentlichen Dinge Ihnen genannt. Und jetzt haben wir vorgesehen, dass der Präsident von Eintracht Frankfurt, der Peter Fischer, der gleichzeitig, wie Sie wissen, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender ist, auch nochmal aus seiner Sicht die Entscheidung kommentiert. Vielen Dank. Herr Professor Bender, vielen Dank. Es gibt nicht mehr so ganz so viel zu sagen. Guten Tag, auch von meiner Seite ein guter Tag. Mit dem heutigen Tag schließt sich für mich vor allen Dingen ein Prozess ab, und das inkludiert meine Kollegen des Aufsichtsrates ganz eindeutig mit. Dem Tag des Schocks und des Abstieges hat eigentlich dieser Aufsichtsrat begonnen, strukturell und inhaltlich die Probleme und die Analyse über das, was passiert ist und das, was in den nächsten Jahren muss, erwarten Sie, Herr Professor Bender, haben hier schon einige Dinge angeschrieben, die in immer härteren Wettbewerb der Fußball-Bundesliga mit all den Problemfeldern auf uns zukommen. Ich möchte daran erinnern, dass wir damals in einer sehr schnellen und ich glaube in einem sehr professionellen Handling A, den Vertrag von Herbert Bruchhagen verlängert haben, B, sehr schnell einen Sportdirektor mit Bruno Hübner installiert haben und sehr kurz danach auch mit Armin Fee Ihnen einen Trainer vorstellen konnten. In dieser ganzen Zeit, und deshalb soll Ihnen das irgendwo nur ein Stück weit Zeitoptik vermitteln, ging es im Aufsichtsrat darum, die Weichen zu stellen in der Zeit nach dem hoffentlichen Aufstieg jetzt hier im Mai. Was für Schwerpunkte, was passiert bei der Eintracht, was passiert in der Bundesliga, wo sind Problemfelder, wo gibt es Aufgaben, wo gibt es Lösungen. Wir haben intern in unendlich vielen Sitzungen und auch in Arbeitsgemeinschaften, die wir gegründet haben, in
bestimmten Ausschüssen, die sich mit Kernthemen befasst haben, inhaltlich, und wir haben es durch Ihre Hilfe, auch das darf man hier vielleicht nicht unterschlagen, auch extern beraten lassen. Extern heißt, ein Stück weit Vogelperspektive zugelassen haben, um nicht nur in dem Eintracht-Umfeld zu bleiben. Sie haben über Ihre Kontakte aus Ihrer langjährigen Tätigkeit uns mit Menschen zusammengebracht, mit denen wir in sehr vertrauensvoller Art und Weise, sehr intensiv und sehr strukturell an Dingen gearbeitet haben. Das Ergebnis, und dort ist letztendlich eine ganze Menge gesagt worden. Ich mache 12 Jahre lang Zeit bestehen dieser Aktiengesellschaft, stehe ich als Präsident und damit übrigens auch als Vertreter des eindeutigen Mehrheitsaktionären nun auch hier in Verantwortung. Ich arbeite mit Heribert Bruchan jetzt 8 Jahre zusammen und glaube, bin dann nun nicht nur der Mann der ersten Stunde, wenn wir die Gründung der Aktiengesellschaft angehen, und kann Ihnen sagen, dass ich mit Axel Hellmann als Kollege und als Geschäftsführer fast 10 Jahre zusammenarbeite. Und ich weiß, dass wir damals die Situation hatten bei uns im Verwaltungsrat, du bist ja noch keine 30, jetzt bist du gerade 40 geworden. Ich glaube, ein ausgesprochen angenehmes Alter, um auch mit einem Stück weit anderen Karriere und anderen Perspektive anzufangen. Axel Hellmann bringt das mit, was mein Kollege schon gesagt hat, die Aufsichtsratstätigkeit an sich und das Wissen um die Strukturen und Aufsicht und Rat, und bringt von der anderen Seite sicherlich eine Menge von Gewicht mit. Das, was wir dort im Verein und im Riederwald und im neuen Sportleistungszentrum dargestellt haben. Vielleicht für Sie eine Zahl: Als wir angefangen haben, war die Bilanzsumme des EVs 2,8 oder 2,0 Millionen Euro. Heute ist sie, glaube ich, 17,5 Millionen Euro, aber dort ist eben gerade der Schatzmeister gekommen. Der könnte das besser sagen. Sie sehen, also auch hier gibt es Entwicklungen, die schon nah an einem mittelständischen Unternehmen sind. Ich bin unglaublich glücklich und zufrieden und wünsche vor allen Dingen eins, den jetzigen Vorstand und damit eben Klaus Metzmeier, Professor Dr. Breugel, nicht Professor, sondern Dr. Breugel, dir Herr, kann er noch schaffen, genau, dir Herr Bruchan, alles, was unser Ziel ist und dem wir alles unterordnen, das ist der Wiederaufstieg, die Verpflichtung und das unbedingte Muss. Und heute schon, obwohl es noch im Moment hin ist, wenn wir an den 1.7.2012 denken, glaube, eine ideale Kombination gefunden zu haben. Und ich bin sehr, sehr froh, heute an diesem Tag dabei zu sein und kann einfach sagen, toi, toi, toi und sportliche Grüße. Und es gibt eine Menge von Glückwünschen aus dem Verein, das darf ich dir sagen, auf diesem Weg. Und es gibt auch eine Menge von Glückwünschen, Ernie, dass du weiter warst. Wir sind heute sehr froh. Ja, vielen Dank, Peter Fischer. Ich denke, Heribert Bruchan. Ja, ich freue mich über die gehörten Worte. Ich freue mich aber in erster Linie darüber, dass wir jetzt Klarheit haben und Sicherheit haben auf den Entscheidungsebenen, die anstehen. Das tägliche Geschäft verlangt von mir immer wieder Entscheidungen, die über den 30.06.2012 hinausgehen, und man wird diese Entscheidungen sicherlich souveräner, wenn man weiß, in welcher Konstellation man weiterarbeitet. Der Vorstand der Eintracht Frankfurt Fußball AG kann nur von Inhalten geprägt sein, in erster Linie von sportlichen Inhalten. Wir müssen unser Tagesgeschäft regeln, wir müssen das angestrebte Ziel des Wiederaufstiegs unbedingt erreichen. Wir haben im wirtschaftlichen Bereich unsere Position abgeschwächt durch den Abstieg. Mit dem heutigen Tag, die Alleinverantwortung für diesen Abstieg habe ich vom ersten Tag an übernommen, aber mit dem heutigen Tag möchte ich dieses Trauma auch abschließen. Wir werden jetzt nicht mehr rückwärts schauen, wir werden nicht mehr analysieren, nach Indizien suchen, wieso es dazu gekommen ist, sondern wir werden uns jetzt konzentriert auf die Zukunft hinwenden. Ich denke an das Trainerteam, ich denke an die Herausforderungen, die wir haben, auch im Bereich der Fanproblematiken. Wir haben ja nicht nur Fanproblematiken, sondern wir haben 99% Fans, die ins Stadion kommen und ordentlichen Fußball sehen wollen. Und auch in diesem Thema müssen wir uns intensiv widmen, sodass Sport, Finanzen und Fanangelegenheiten von den Inhalten so sehr geprägt sind, dass ich froh bin, dass die Konstellation klar ist. Weiterhin setze ich natürlich auf das Team mit Klaus Metzmeier und Dr. Thomas Breugel, der
kongenial seit Jahren an meiner Seite ist und der jetzt aus eigener Entscheidung eine neue berufliche Herausforderung sucht, aber er wird natürlich bis zum Tage des Vertragsendes hier an unserer Seite stehen und weiter, wie Klaus Wetzmeier auch, alles wie in der Vergangenheit für Eintracht Frankfurt tun. Es verlangt eine hohe Konzentration, um das sportliche Ziel zu erreichen, und deswegen bin ich froh, dass der Aufsichtsrat sich so entschieden hat und das uns mir so angeboten hat, und damit wir uns jetzt den wesentlichen Dingen auch widmen können und dass wir keinerlei, sage ich einfach mal, Nebenkriegsschauplätze mehr hier haben, voll und ganz das Ziel heranzugehen. Selbstverständlich ist es auch für mich als sportlich Verantwortlichen ein großes Ziel, das Nachwuchsleistungszentrum noch mehr im Auge zu behalten, noch näher an die AG heranzuführen. Und daran werden wir auch in der Zukunft intensiv arbeiten. Und wir kommen ja gar nicht umhin, dass wir diese Tendenz, die wir auch in der Vergangenheit hatten, mit eigenen jungen Leuten aus dem eigenen hessischen Bereich hier die Bundesliga mitzugestalten. Ob das immer zum Erfolg wird, das muss man sehen. Wir wissen, und das ist die letzte Bemerkung, wir hatten das bestimmt wiederholt gesagt, das ist kein Patentrezept, aber wir wollen uns trotzdem dafür entscheiden. Im letzten Jahr hatten wir nach Bayern München die meisten Bundesliga-Minuten auf dem Platz, aber leider sind wir abgestiegen. Bundesliga-Minuten aus der eigenen Jugend. Ja, also das ist natürlich kein Patentrezept, und trotzdem setzen wir darauf, dass diese Förderung aus der Region und dass das die Nutzung des Riederwalds, der Investition in den Riederwald, dass das zielgerichtet gemacht wird. 3 Schwerpunkte für die kommenden Jahre: Etablieren in der Bundesliga, ganz klar, weiterhin konsolidierte Finanzen, ganz schwer, und darüber hinaus Integration der Fanbewegung in die Sache Fußball. Wer Eintracht liebt, wer vorgibt, Eintracht zu lieben, muss das auch zeigen. Ja, vielen Dank, Herr Bruchhagen. Axel Hellmann, vielleicht noch ein Statement von Ihnen. Ja, vielen Dank, Herr Professor Bende, und natürlich auch von mir einen guten Tag, meine Damen und Herren. Es ist eigentlich schon alles gesagt, aber ich möchte natürlich an dieser Stelle mich zunächst mal bedanken bei den Mitgliedern des Aufsichtsrats für ihr Votum, mich ab dem 1.7.2012 zum Vorstand zu bestellen. Es ist, wie Herr Bruchhagen schon gesagt hat, sicherlich im nächsten Jahr mit größten Herausforderungen zu rechnen. Wir haben in wirtschaftlicher und finanzieller Hinsicht eine ganze Menge Aufgaben zu meistern. Das gilt für die erste Liga genauso wie für, was wir alle hoffen zu vermeiden, einen Zweitligafall. Dort werden wir die Ressourcen auch bündeln müssen, das ist angesprochen, zwischen Verein und AG, das ist sicherlich auch ein Kernauftrag. Aber eins ist natürlich klar, der Weg, der beschritten worden ist in den letzten Jahren, eine solide wirtschaftliche Entwicklung, den Grundsatz des ordentlichen Wirtschaftens, der wird auch ab dem 1.7.2012 keinesfalls verlassen. Gleichwohl ist natürlich ein zentraler Auftrag, eine Aufgabe des Vorstands, dafür Sorge zu tragen, dass wir uns wirtschaftlich weiterentwickeln. Wir müssen, wenn wir sportlich Erfolg haben wollen, die wirtschaftliche Basis perspektivisch auf verschiedenen Feldern erweitern. Und da freue ich mich ganz besonders mit auch den vielen guten, kompetenten Mitarbeitern, die es in der Fußball AG gibt, an so einem Thema zu arbeiten, einige Sachen auch wirklich rauszugreifen und sich vorzunehmen, an denen man im Kleinen wie im Größeren in Zukunft vielleicht Akzente setzt, um die Sache nach vorne zu bringen. Und wenn ich meinen Teil dazu beitragen kann, dann macht mich das froh und heute auch stolz. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Axel Hellmann. Jetzt besteht für Sie die Möglichkeit, Fragen an die 4 Herren zu stellen. Das würde ich vorschlagen, machen wir auch über Mikrofon, damit wir den Ton nicht komplett haben. Gibt es denn Fragen? Hier vorne, Klaus Freitag, neue Presse. Ja, wie wird denn da die Aufgabenverteilung sein? Ich meine, jetzt mit Bröckel ist ja ein Finanzmann weg. Axel Hellmann ist ja kein ausgewiesener Finanzfachmann. Wie wird es denn da laufen? Wir haben bei uns in unserer Abteilung einen Prokuristen, Oliver Frankenbach, der die entscheidenden Dinge im Finanzbereich, also die organisatorische Finanzen, den Bericht an den Aufsichtsrat, den Monatsbericht, das wird alles von Oliver
Finanzen bei der Eintracht umfassen ja mehr, die Finanzen liegen bei Axel Hellmann, selbstverständlich Finanzen und Organisation. Und die Umsetzung, die technische Umsetzung all dieser Dinge, die liegen bei Oliver Frankenbach, aber verantwortlich für die Finanzen ist natürlich Axel Hellmann und tritt in Nachfolge von Dr. Bröckel in allen Bereichen und in allen Ebenen. Und von Klaus Lötzmeier, da haben wir ein bisschen Splitting, aber das ist jetzt im Detail nicht so von Bedeutung. Klaus Lötzmeier, der verantwortlich war für Fanangelegenheiten und für das Nachwuchsleistungszentrum, da werden wir einen inneren Organisationsplan für Sie nicht bedeutende kleine Veränderungen vornehmen. Aber der Bereich der Finanzen und Organisation der Geschäftsführung obliegt allein Axel Hellmann. Und was das Fachmännische angeht, das ist Ihre Einschätzung aus meiner Sicht, Herr Veit, die muss ja nicht, das ist ja auch nur eine Frage. Und mein Bereich ist eben, wie auch in der Pressemitteilung, die Sie gleich auswendig bekommen, ist wie in der Vergangenheit Sport, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit. Und Sie wissen ja, dass ich gerade was Öffentlichkeitsarbeit angeht, vorbildlich bin und immer für Sie da und immer auf Sie zugehen. Und das drängende Thema Fanbewegung machen Sie beide im Paket? Das ist ein Thema, das wir im Vorstand sicherlich mit Philipp Reschke und unseren beiden Fanbeauftragten Marc Franzis und Ben Vogt, das müssen wir im Team machen, das kann man keinem Einzelnen. Als Herr Klaus Lötzmeier dieses Amt angetreten hat, da war der Schwerpunkt eben noch nicht so gravierend und das werden wir natürlich im Vorstandsteam lösen. Ich würde gerne mal wissen, es war ja zumindest in der Diskussion, dass der Herr Hübner perspektivisch vielleicht mal einen Vorstandsposten bekommt. Ist das jetzt damit vom Tisch? Wie lange geht das jetzt, dass der Vorstand 2 Leute umfasst? Also wir haben Bruno Hübner, ich glaube, vor 5 Monaten eingestellt und diese Diskussion kenne ich nicht, die Sie eben zitiert haben. Ich denke auch, dass es jetzt überhaupt noch nicht reicht, das alles abschließend beurteilen zu können. Wir sind zufrieden mit seiner Arbeit, auch in dieser Schwierigkeit, in der er starten musste, möglichst schnell eine Mannschaft zusammenzustellen. Er hat das auch im Team mit dem Trainer und mit Herbert Fuchhagen gemacht. Also hier stimmt auch die Chemie, so nach meiner Beobachtung. Und es gibt keinen Anlass von dieser organisatorischen Linie, die wir im Moment haben, abzuweichen. Ingo, du hast Ganz kurz gefragt, wer ist denn überhaupt auf die Idee gekommen? Naja, das jetzt so zu handhaben. Ja, wir führen natürlich Diskussionen, bevor wir solche Entscheidungen treffen. Wir sind ja jetzt auch durch die Entscheidung von Thomas Bröckel, eine neue berufliche Herausforderung im nächsten Jahr zu suchen, nochmal ganz deutlich darauf hingewiesen worden, dass der Aufsichtsrat natürlich jetzt die personellen Weichen stellen muss. Klaus Lötzmeier hatte schon früher, auch aus Altersgründen, gesagt, dass er nach dieser Bestellungsperiode nicht mehr im Vorstand mitwirken möchte. Insofern ist das ja eine Sache, die wir seit mehreren Wochen erörtert haben und dann diese Lösung gefunden haben. Und ich glaube nicht, dass da jetzt einer sagen kann, ich war es, sondern wir haben das sehr einvernehmlich auch in den Gremien, die Peter Fischer eben schon erwähnt hat. Im Ausschuss, dann haben wir im Aufsichtsrat auch Ausschüsse gebildet, die sich dann sehr intensiv auch durchaus mit externer Hilfe mit der Frage beschäftigt haben. Und dann kamen wir zu dieser Lösung, die, wie ich schon dargestellt habe, einvernehmlich getragen wurde. Ich habe vorhin gesagt, 9 Stimmen. Das stimmt natürlich nicht, weil Axel Hellmann nicht mitgestimmt, das waren nur 8. Aber ich, das ist so. Herr Hellmann, was mich noch interessieren würde, ist, Sie haben gerade eben davon gesprochen, dass Sie die wirtschaftliche Basis erweitern wollen. Was konkret meinen Sie denn damit? Es gibt ja verschiedene Bereiche, die man anpacken muss und oder auch anpacken wird. Das eine ist schon angesprochen, die Verzahnung zwischen Leistungszentrum und Profifußball ist ja auch dazu angetan, eigene Talente weiterzuentwickeln und daraus auch Werte zu schöpfen für die Zukunft.
entweder auf dem Platz, weil sie selber für uns spielen oder auch, weil wir sie in Wert setzen im Markt. Aber die Baustellen sind ja vielfältig, die wir in den nächsten Jahren haben. Ja, das fängt beim Stadion an, geht über Vermarktungsaufgaben hin auch sicherlich zu weiteren Dienstleistungen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Also das ist ein gesamtes, großes Paket, dem wir uns zuwenden müssen. Aber sind Sie wie früher mit einem Stern mehr definiert? Die Geschäftsordnung sieht das schon vor, dass ich brauche keinen Stern mehr. Ich hatte auch will ich einen Stern mehr hatte, dann habe ich gegenüber Dr. Bröckel und die Internetsweiter davon nie Gebrauch machen müssen. Ich brauche auch keinen Stern mehr, aber in der Tat ist der Vorstandsvorsitzende Entscheidungsrichtlinien an die richtigen Kompetenzen. Ja, das steht so in der Satzung gut. Aber davon habe ich bislang in den 8 Jahren noch nie Gebrauch machen müssen. So wie der Trainer, wie ich immer sage, wie der Trainer im sportlichen Bereich immer einen Stern mehr hat, aber der davon auch nicht Gebrauch gemacht hat. Thomas Bethleschner. Herr Bruchhagen, Herr Hellmann, wie stellen Sie denn ganz konkret Ihre Zusammenarbeit vor? In der Vergangenheit gab es ja oft so, dass Sie nicht immer einer Meinung waren. Das hängt natürlich auch, da haben Sie völlig recht, zwischen AG und e.V. Gibt es Verträge, zwischen AG und e.V. gibt es Verzahnungen, die nicht immer ganz einfach waren. Denken Sie an das Leistungszentrum und denken Sie an die dort bestehenden Kontakte, aber ich nehme fest für mich in Anspruch, dass wir in den 8 Jahren das Verhältnis auf jeden Fall verbessert haben, laufend verbessert haben. Wir haben ja doch auch wesentlich dazu beigetragen, die AG, dass die notwendige Investition Riederwald geschehen konnte. In der Tat ist es normal, dass es da auch Reibungen gab, das braucht man doch gar nicht leugnen. Aber wir sind hier sachorientiert und die Aufgabenstellungen, die zu lösen waren, sind durch den Aufsichtsrat genauso besetzt worden, wie ich es von der Fachkompetenz uns auch zutraue. Und wir werden schon kollegial und gut zusammenarbeiten. Unabhängig von der Tatsache, dass es in der Vergangenheit natürlich auch Reibungen gab, aber nicht nur zwischen AG und e.V., sondern wie in jedem Verein in Deutschland, auf der Welt und überall und auch bei der Rundschau gibt es immer dann, da wo ein Verein ist, da gibt es auch Reibungen. Und ich will das nicht verniedlichen, aber gehe ich fest davon aus, dass wir in der Sache und auch persönlich kollegial und integer zusammenarbeiten werden, aus meiner Sicht. Also ich will vielleicht von mir aus noch sagen, das ist ja durchaus auch eine naheliegende Frage gewesen. Wir haben uns damit auch beschäftigt. Ich habe auch persönliche Gespräche mit beiden Herren geführt. Und das, was Herbert Bruchhagen eben Ihnen gegenüber gesagt hat, hat er und hat aber auch Axel Hellmann mir gegenüber eben auch betont. Ich sage mal etwas salopp, der Vorstand ist ja auch keine Selbstfindungsgruppe und sicher streben wir auch nicht an, dass die beiden Herren in Urlaub miteinander fahren, sondern wir wollen, dass sie Erfolg für die Eintracht Frankfurt Fußball AG haben, also eine relativ rationale Aufgabe, die hier gestellt wird und selbstverständlich erwartet der Aufsichtsrat, und so ist das auch diskutiert worden, dass diese Zusammenarbeit sachlich und menschlich klappt und wird diese Erwartung sicher auch immer wieder wiederholen. Dann vielleicht auch noch ein Satz von meiner Seite dazu. Also ich glaube nicht, dass es da in persönlichen und sachlichen Differenzen gibt. Ich bitte zu berücksichtigen mit dem Arbeitsauftrag, den man 8 Jahre lang als Geschäftsführer des Vereins hat und nicht immer deckungsgleiche Interessen, gibt es natürlich auch mal Reibungspunkte und Diskussionen, die in der Natur der Sache liegen. Aber Sie können sicher sein, dass alles, was in der Vergangenheit dazwischen lag, zwischen Heribert Bruchhagen und mir ausgeräumt ist. Ja, kurze Nachfrage. Der Geschäftsführerposten, wird der neu besetzt? Wird es ein Doppel? Kommen wir am 1. Dezember zur Mitgliederversammlung. Da gibt es nämlich eine Wahl und da muss erst noch gewählt werden und danach müssen noch die Vizepräsidenten gestellt werden. Ich drücke mich jetzt nicht in die Antwort. Das wird also nicht Axel Hellmann sein und das ist also ganz
denen schwere Dinge, also personell auch zukommen, auch das organisatorisch lösen wird. Ja, wenn keine Fragen mehr sind, dann vielen Dank und viel Erfolg bei der Arbeit.